Moie Leiwerle Gueten, mein Numm ass Jerome Luling, an e Loléieremmer e bësse Lettzebuerch. Haut lesennech iech en Interview fir, den ech am Fréjoer 2018 fir Zeitung Konterbond ginn hat. So, du gesinn der Konterbond an das Internetseite autisme.lu. Hier ist den Interview, der besteht aus 3 Deler. An wohlverstand Fréjoer 2018, Printemps 2018. Und da ist sich viel Sache geändert. Dann sichern ich mal den PDF, weil den hast du. Aktionen rundherum als Spruch. Neben dem zukünftigen Center für die Lützeburger Spruch gehen es nach weiter Projekten und Initiativen rundherum die Lützeburger Spruch. Wir stellen euch an diesem Artikel 4 von ihnen vor, gehen einen Blick auf die Arbeiten und fragen nach, wie sie zum Center für die Lützeburger Spruch stehen. Bon, attention, il y a des fautes d'orthographe, da sind ein paar Orthographiefehler, aber das ist nicht der But von diesem Interview. Also, hier sind die Frauen, die sie den Leuten gestalten, und zwar der Responsable vom Projekt Luxtico.lu, das sind ich, dann die vom Spellchecker.lu, dann d'Aktion Lützeburg und Moyen SBL. Ich lese hier just mein Teil für. Und ich schwätze dann noch über die Internetseite bonjour.lu. Jerome Luling für luxtico.lu und bonjour.lu. Wenn ihr von der Lützeburger Spruch schwätzt, denkt ihr auch schnell an euch. Wie seht ihr eure Mission gegenüber der Spruch? Nach meinem jahrelangen Linguistikstudium teile ich mein Wissen gerne mit anderen Leuten. Egal ob an Kursen, Bücher oder mit den neuen Möglichkeiten, die den Internet anbietet. Gerade an der Computerlinguistik hat Lützeburg an den 90er einen enormen Tag. An der Zwischenzeit hat sich sicher viel getan. Wir haben zum Beispiel immer noch kein Grammarchecker, kein Programm für die Stimmerkennung und auch kein für die Stimmsynthese. Allein kann ich so Projekte nicht angehen. Meine Kandidaturen gehen refusiert, mein Projekt sabotiert. Tja, da gehen halt mein klein bredischer Gebäck. Zweite Frage. Was für Services proposiert ihr den Leuten für Lützeburg zu lehren, respektive für die Lützeburg zu verbessern? Die Entwicklung vom ersten Online-Spellchecker war 2001 schon eine kleine Sensation. Leider gouf das Projekt 2002 vom Edukations- und Kulturministerium angestellt. Danach kam der Luxtico, 34 Videolektionen auf YouTube, die bis dato 925.000 Mal geguckt kaufen, Online-Kreuzworträtseln, Audio-Wörterbücher, iTunes, Google Play Store, Amazon MP3, Spotify, plus all meine Bücher, die an den paar Sprachen übersetzt kaufen. Und natürlich mein Kurs bei der Gemeinde Lützeburg, die mich 2006 fest angestellt hat. Niveau A1, A2, B1 und B2. Mehr Informationen über all meine Aktivitäten finden auf bonjour.lu. Wie steht ihr zum Center für die Lützeburger Spruch und was erhofft ihr euch davon? Heute zu Lützeburg wird den Heuerns besser, et seht ihr nicht, was ihr denkt. Ich wünsche den Beteiligten all Gutes. Wie gesagt, das war das Frühjahr 2018. Ich schon letztes Jahr aber ein Werbebuch mit dem Center für die Lützeburger Spruch rausgehen, also da hat sich auch eine ganz Reihe Sachen geändert. Und dann, wo seht ihr die Lützeburger Spruch auf 5 Jahren? Die Schule hat nicht mehr den Monopol auf die Vermittlung von Wissen. Das ist eine riesige Chance für uns Spruch, weil kann ich ja nicht gerade behaupten, dass an unserer Schule jemals viel für uns Spruch gemacht gouf. Ganz am Gegenteil, sie wird doch immer noch behandelt wie das Fünftrad vom Wohn. Egal, lo haben wir die Lützeburgische Wikipedia.
mir Videolektionen auf YouTube, Kurse via Webcam, mir Online-Diktionären, Online-Nachrichtenseiten. Et braucht in Schule also nicht mehr, für sich über Lützeburgisch zu informieren oder zu lehren. Das alles ersetzt natürlich nicht den direkten Kontakt an Austausch an engem Kurs, sicher nicht. Mehr ob manst gibt es mal eine Alternative zu dem, was an unseren Schulen, an den Schulen rundherum als Land angeboten wird. Ich denke hier auch an uns viele Grenzgänger. Das ist kein Verbrechen für die Sprache von seinem Nachbarland zu lehren. Mir das an uns hin die nötigen Instrumente dafür zur Verfügung zu stellen. Bücher auf Lützeburgisch kriegen es wohl immer mehr schwer. Das ist einfach mehr praktisch und billig mit einem Smartphone oder einem Tablet zu schaffen, wie daheim Tonnen Bücher an Zeitungen zu stockieren. Aber was geschieht mit denen, die Lützeburg-Kurse gehen? Viele Lützeburger Enseignants geht es finanziell nicht gut. Sie haben kein geregelt Abkommens, hoffen all Jahr ihre Kontrakt nächst verlängert zu kriegen und halen dax mehr wie 30 Stunden Kur pro Woche, für so just über die Runden zu kommen. Das ist einfach nicht fair vis-à-vis von denen anderen Sprachenprofen hier am Land. Dafür unterstützen ich den Arbeitsgruppe von Enseignants für die Lützeburgisch. afl.lu. Voilà, das war mein Interview für Zeitung Konterbund. Ich erinnere nach ein Kehr dran, den Interview war am Frühjahr 2018 rausgekommen. Also, das ist schon ein Zeitchen. Hier an Tisch haben sich tatsächlich viele Sachen, Gott sei Dank, nicht geändert. Und das war es auch schon von mir. Nach viel mehr so Übungen fand auf meiner Internetseite exercice.lu, Theorie dazu fand auf grammaire.lu, ich bin auch auf Facebook und auf YouTube, an die Bücher, mit denen ich die Sendungen präparieren, Wärmtabellen auf Lützeburgisch an 170 Witze auf Lützeburgisch. Vielmals merci für Ihre Aufmerksamkeit, bis hoffentlich geschwind. Au revoir.